Yeah! Ciao zusammen. Ciao zusammen. Wir sind die Balkonhängers. Yes. Und im Gegensatz zu den Elevator Boys sind wir absolut nicht erfolgreich auf TikTok. Noch nicht. Ja, das gibt eine kleine Update-Folge wieder mal. Oh. Weil kommt die vor der raus, die nachher aufnehmen genau, oder nicht? Genau. Das ist Folge Nummer 38. Genau, weil in der nächsten Folge kommt nachher gerade wieder ein super Gast. Oder Gästin. Oder Gäste. Oder Gäster. Ja, genau. Gäster. Apropos Gäster. Ja. Gestern war im Berrigan Festival. Tatsächlich, ja. Was eine stabile Überleitung. Ja, also wir sind auf dem Balkon und es ist mega schönes Wetter. Es ist das erste Mal schönes Wetter Ja, und genau. ich habe mich entschieden, gestern drinnen zu bleiben. Ja, erste Mal Shorts anziehen im Jahr. Ist wunderschön. Fuck, Alter, wieso habe ich keine Shorts an? Willst du Shorts? Nein, ich glaube, deine Shorts gehen immer runter, du hast viel stabiler dabei wie ich. Nein, ja, gestern im Berrigan Festival gewesen. Moment of Madness Opener hat größere Bühnenshow gehabt als die meisten Bands, die gespielt haben. So mit Licht. Ja, Lichter ist die Show und so. Licht und Stage Riser fürs Schlagzeug und alles. Richtig professionell. Der Umi hat das Gefühl gehabt, bringe eine größere Show als der Headliner. Nächstes Mal werden sie rausgerührt. Nein, schon nicht. Wir sind ja nicht bei den Amis. Und dann hat es einfach gespielt, es war geil gewesen, abgerissen. Hat noch nie so gut gespielt, meiner Meinung nach, wie an diesem Festival, geil. Also wie gestern. Und ja, bis Future Palace sind es auch effektiv die beste Band gewesen. Hat dann nachher noch gut, also ja. Gehen jetzt nicht schauen, wer nachher alles gespielt hat, weil sonst reissen wir den Grind ab. Throne ist nicht gut gewesen. Die sind schon gut gewesen, ich finde sie halt einfach langweilig. Ja. Throne ist gut gewesen, es hat geklopft, es hat ballert, die Sau, aber es ist einfach so ein bisschen, ich kann mich noch nicht damit abfinden. Ja. Es ist zu wenig Chaos, weißt du, was ich meine? Ich habe herausgefunden, was es ist gestern, weil der Nico hat ja gesagt, dass Casey Jones Silvan-Musik ist. Und Casey Jones ist einfach so Chaos-Punk, was so schnell und rein ist und das ist halt Throne absolut nicht. Nein, voll. Aber es ist super, also musikalisch technisch, also Band, musikertechnisch sind es brutal gewesen. Hat geklopft. Der Zelli ist immer auf der Bühne rumgestanden. Ja. Hat aber, ich habe, glaub's... Wie viele Bands hat er mitgemacht? Er hat, glaube ich, nur bei Nasty mitgemacht und ich habe es nicht mitbekommen. Ja, das Video gesehen. Darum habe ich es gesehen, ja, weil ich habe dann einem Janik geschrieben, wie viele Bands das erzähle ich heute noch auf die Bühne rennen. Also, keine Ahnung, ich weiss es doch auch nicht. Janik ist nicht gekommen. Der Bub wohnt ja etwa 5 Stunden weg von da. Stimmt. Er wohnt ja nicht mehr in der Schweiz. Ja, das stimmt. Aber geil. Ja, ich bin heute nicht, diesmal nicht dabei gewesen. Aber ja, ich denke, wenn sie dich nicht mehr einladen als Artist, kommst du nicht mehr hin. Nein, wir haben Prop. Wir haben uns bereit für nächste Woche. Save a Last Breath organisiert das Gig. Haben wir ja gehört im letzten Podcast. Meinst du? Ja. Der Savers of Kamigawa. Stimmt. Ah ja, fuck, ihr sind ja am Schaffen. Sind alle wieder am Schaffen dort. Ja. Kommen da die Paar zu mir schnurren, damit es mir nicht langweilig wird. Voll. Und bevor wir arbeiten, tun wir ein bisschen Magic spielen vielleicht. Mal gucken. Das ist gut. Das heisst, ich muss wirklich früher heimkommen von der Ferien. Ja. Aber hast du Ferien nächste Woche? Ich probiere nachher noch Flüge zu buchen. Weil ich habe jetzt nicht gerade an die grosse Glocke gehangen, aber ich bin durch wie willst du das nennen? Durch äußere Einflüsse habe ich die letzten 2 Monate relativ entspannt können, sorgenlos und ohne mich um irgendetwas zu kümmern durch die Welt gehen. Und das wird jetzt aber im Mai wieder vorbei sein. Ja, böse. Darum habe ich jetzt, ich würde gerne noch. Ist gut, dass ich das jetzt im Podcast sage, weil dann muss ich es auch durchziehen. Ich würde noch mega gerne, also ich glaube, nächste Woche würde ich gerne auf Budapest gehen, das ist geil. Das ist so schön. Ich habe gehört, es ist mega schön, ja. Und ab Basel sind die Flüge auch mega günstig. Also wenn ihr mal auf Budapest fliegen, überlegt euch über Basel zu fliegen. Ja. Ich habe die Flüge vorher mal ausgecheckt. Ich würde ja dann quasi nach dem Wochenende gehen und es ist jetzt auch nur etwa so 130 Stutz hin und zurück. Ja, wir sind letztes Jahr gegangen für die Hochzeit vom Kollegen. Ja. Und brutal geil. Die Ruinenbars, die sie haben im Fall. Nice. Sie haben Bars in Ruinen gebaut. Richtig, richtig geil. So richtig cool. Ja, sehr schöne Stadt. Ja, da. Und dann würde ich noch mega gerne auf Färöerinseln oder irgendwo einfach in den Norden rauf. Alle so, gehst du Nordlichter anschauen? Gibt es die überhaupt noch? Sind die jetzt noch? Färöerinseln sind so von Norwegen. Faroe Islands, genau, Islands. Ja. Heisst auf Deutsch halt. Im Norden gibt es ja Bier von Faroe Islands. Kannst du probieren. Ja.
kannst degustieren und dann vergleichen mit dem richtigen. Mal schauen, vielleicht schaffe ich es auch nicht. Das Problem ist, ich habe so gedacht, geil, im April gehe ich einfach weg und dann habe ich so gemerkt, shit, ich habe jedes Wochenende etwas vor. Ja, ist busy April. Ja, das ist wirklich tragisch. Jetzt muss ich halt so kleine Trips machen. Aber ist auch okay. Ja, was läuft alles in April? Ja, eben, ich gehe noch Monster Trucks schauen. Wo gibt es Monster Truck? Im Hallenstadion. Monster Jam kommt auf Zürich, Alter. Gravedigger. Fuck yeah, Big Truck. Wann ist das? 19., 20. und 21. April. Musst du mal Janik von Lotterify schreiben, wo er Billett bestellt hat, wenn du noch kommen willst. Vielleicht hat es ja noch Platz um uns herum. Lustig, ja, alright. Ja, und der Kollege heiratet dann noch. Und dann, ja, das letzte Wochenende gehen wir noch in den Europapark. Und jetzt, dann ist noch Safer Last Breath. Ja. Und ja. Das war lustig, weil ich habe einen Kollegen von Berlin, wo ich zusammen mit ihm in Chile aufgewachsen bin, oder? Der spielt in einer Band. Kenne ich so Psychedelic, Hippie Rock, irgendetwas. Eigentlich recht stabil. Und er schrieb mir so, hey Bro, wir spielen nächste Woche in der Schweiz, so komm mit. Und ich so, ja voll, schick mal da. Und ich so, scheiße, ich habe das Konzert. Das ist immer hart. Ja. Aber, das ist wie, Alter, Cancel spielt einfach auch am 13.04. In Bülach, in meiner fucking Hometown. Das ist ja der Ragefest, oder? Ja. Eben, es ist Ragefest. Ich habe auch gesehen, dass am gleichen Tag auch Written by Witches, glaube mit der Lost Game oder irgendeine andere coole Band spielt. Ja, eben, also es läuft viel am 13.04. Ja, aber ich komme bei 21. Ich komme bei 21, jetzt sind wir beide. Ja, aber wenn ich mich könnte splitten, dann würde ich gerne andere gehen. Ja, wir sollten mal Termine fragen, ob sie aus der Zeit und Reihe auslehnen. Ja. Da wäre etwas. Ja, aber wir haben in der letzten Zeit ja irgendwie auf wöchentlicher Basis einen Podcast rausgehauen. nicht weil wir es extra so geplant haben. Einfach, wir haben so viele Gäste nacheinander gehabt, dass wir einfach müssen immer extra, bevor der Gast kommt, schnell eine Stunde schnurren, dass ihr ein bisschen über Updates bekommt. Und letztes Mal haben wir nicht einmal ein Konzert oder Release so gesagt. Ich habe so viel gesammelt. Ja, nein, es ist, hast du noch aufgeschrieben? Weil ich habe alle neuen Singles in der Playlist Metal Seola aus der Region für die Region rein da. Deswegen kann ich es noch schauen, das ist chronologisch. Und da ist einiges rausgekommen. Okay, das ist gut, dann müssen wir das nachher schnell machen, weil ich habe nur noch die neue Single von Fear Lab und die neue Single von Anger Management reingegeben. Also Anger Management. Anger Management, da war noch rausgekommen. Ja, am Freitag. Ja, dann ist gerade in der Playlist nicht da. Ich glaube es am Freitag. Ist der gut? Ist gut diese. Sehr gut diese. Ja, es sind ein paar coole Songs rausgekommen. Ich bin so gefickt, ich bin so genüsselt, Alter. Ich habe gestern keinen Alkohol getrunken am Perkin Festival, was auch sehr krasse Leistung ist von mir. Eigentlich nicht. Kein Alkohol trinken ist keine Leistung und man sollte es nicht als eine Leistung darstellen, aber es ist halt tragisch. Ein Bienchen. Es ist wirklich tragisch, dass das in unserer Gesellschaft schon als Leistung angeschaut wird, wenn man keinen Alkohol trinkt. Ja, aber im Fall, also ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe auch sober Hangovers. Weil einfach kaputt bist nach dem Konzert. Ja, mein Ding ist eben, ja, das Problem ist, ich meine, ich habe gestern auch nur Cola und El Toni gesoffen. Ja. Das hilft auch nicht. Nein, das stimmt. Ich habe immer zu viel Koffein. Ja, du trinkst du Koffein und Koffein, Zucker und einfach eben Koffein entzieht die Feuchtigkeit und Zucker macht einfach alles auch nicht besser. Ja. Aber nein, das Problem ist, ich bin mit dem Bike Mike, also mit dem Swas Mike, mit dem Mike von Anthem for Dying Day. Mike, Afat Mike. Genau, mit dem Mike bin ich auf Finale Mountainbiken, weil wir das Gefühl haben, hey geil, wir haben über Ostern frei und haben Zeit, gehen wir doch auf Finale Mountainbiken und dann hat es einfach geschifft dort und es war Scheißwetter und kalt und das war schön gewesen. Italien am Meer. Was sind denn einfach mit dem Zug gegangen? Nein, mit dem Auto, Alter. Geht das sicher nicht. Mit dem Zug und dem Bike, Alter. Keine Ahnung. Besser als ein Flugzeug. Ja, nein, voll nicht, weil mit dem Flugzeug kannst du das Bike einfach abgeben. Wirklich? Ja, das ist einfach Gepäck, das ist einfach ab. Und dann ist es nicht mehr dein Problem, bis du da ankommst. Ah, cool. Und dann hat mir alles weh da von dem. Und dann bin ich mit euch noch bouldern nach dem Podcast mit Safer Last Breath. Cool, ja. Und das hat auch nicht wirklich geholfen, wenn wir dort uns noch wenn wir das Gefühl haben, mit denen durchgehen. Also ich kann jetzt noch nicht so wirklich greifen, darum habe ich das Mikrofon so komisch. Jedes Mal, wenn ich einen Dave zum Klettern so, Bro, das ist schon mal besser geworden, what the fuck? Wie stark ist es echt, Mann? Fucking Christ. Also wenn wir unser Matchbox Whispers Metal Serval Boulder Turnier machen. Ja. Ich weiss, der Niki Fox war dabei.
Dave ist auch dabei. Wenn er den mal bouldern kann. Safeless Breath, dann haben wir... Nein, der Dave ist der Schiri. Der Dave ist außer Konkurrenz, der darf nicht mitmachen, der ist viel zu gut, der Bursch. Ja, lustigerweise, wir sind aber nachher Expello auch bouldern, aber dann der Niki er ist angekommen in der Boulderhalle und hat einfach seinen Finger eingeklemmt in der Tür von seinem Auto und hat nicht können bouldern. Und das ist so schade. Aber das repetieren wir wieder. Dann sind einfach du und Mick bouldern? Ja, nice. Genau. Er ist einfach so Pointers und gegeben. Fucking hell. Ich glaube, er ist recht gut, von was er alles erzählt hat. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, also. Eben, und dann bin ich am nächsten Tag, habe ich eigentlich ein Verkehrshaus auf Luzern, weil ich durch meine Bank, wo ich bin, günstiger dort reinkomme und ich nichts zu tun habe. Und ich dachte, gut, ich habe jetzt alle Teasers ab. By the way, geht auf den Versus-Account auf Instagram, schaut den Teaser an und dann geht ihr auf Spotify oder YouTube und folgt uns, dass ihr am nächsten Freitag unsere neue Single Dropout hören könnt und das Video könnt sehen. Das ist ja geil. Also die kurze Bilder, die du siehst, sind cool. Ja, der Dario hat das Musikvideo sehr geil gemacht. Das ist wirklich nice gewesen, um mit ihm zu arbeiten. Ja. Cool gewesen. Aber da können wir später mal noch drüber reden, wenn das Video dann draußen ist. Und dann habe ich das Zeug fertig gemacht und dann bin ich los und dann hat mir eine Kollegin geschrieben, so wegen, haha, ich würde dich auch fragen, ob du snowboarden, aber du sagst immer nein. Ich so, ja, hättest du mir gestern Abend geschrieben. Ja, und dann habe ich umgekehrt und bin trotzdem snowboarden und der Schnee war so weich gewesen, dass du wirklich kämpfen musst. Und einmal hat mir einfach so ein Snowboard sowieso ins Messer in so Butter reingezogen und ich war voll aufs Gesicht geklatscht. Und jetzt meine gesamte Körpermuskel, mein Körper tut einfach weh. Ich habe nie Zeit gehabt zum richtig essen, habe mich nie richtig erholen und jetzt ist einfach alles am Arsch. Ich brauche Proteine und Naschen momentan. Ja. Und dann habe ich gestern Tim Lambesis gesehen von SLA Dying und habe so gedacht, was ein Viech. Und wie einer von seinen Oberarmen breiter ist wie ich als Person. Ja, das ist schon crazy. Da habe ich mit dem Nico noch eine lustige Diskussion gehabt. Er ja SLA Dying Überfan, Nico von der Wurstrunde. Ja. Und dann habe ich ihm einen Song von Skillet geschickt am Morgen und er so, ja, Skillet schon geil, wäre jetzt halt nicht so Pricks. Und ich so, du gehst heute literally einen schauen, wo in den Knast gekommen ist, weil er seine Frau hat umbringen lassen. Ja. So, ja, aber Skillet sind halt so Corona-Lügner und Christen. So, ja. Das ist so auf der Bühne betten. Jeder hat seine eigene Priorität. Auf der Bühne betten und behaupten, dass es Corona nicht gibt, das ist schon fast auf dem gleichen Level wie, ey, du bring meine Frau um, da hast 10.000 Stutz. Nein. So ist es nicht. Oh ja, im Perkin gut in dem Fall. Ja, ist nice gewesen. Ist nice. Viele Leute getroffen. Ja. Das ist cool. Ja. Der Kameramann vom Greenfield-Video wieder getroffen. Das war lustig gewesen. Haben wir geschnurrt. Oh ja. Ich weiss nicht, von dem Greenfield, also am Greenfield Bandkonzert, ich weiß nicht mehr so ganz im Kopf, ob er gefilmt hat oder nicht, aber es kann sein. Echt? Also es war ein Bruder, das weiß ich nicht. Es war ein Bruder, ja, es war nicht eine Frau. Ja, das haben wir, ja, so weit haben wir es noch gesehen. Ja. Gut. Nein, und das war lustig gewesen. Das ist bei... Jetzt, sorry, ich will den Bandnamen gerade wieder butchern. Er spielt bei Wannerus. Ah, Wannerus? Ja, Wannerus. Ist das richtig? Ist schon okay gewesen. Ich glaube, Onerus. Ja, nein, das ist eben falsch. Und dann haben wir gestern noch ein bisschen Werbung gemacht für das Champions of Kamigawa Konzert. Also Saviors of Kamigawa. Champions von 2 Jahren. Savior Last Breath. Wir hätten gestern das Imperican Festival können. Er hätte so viel Werbung können machen. Die sind alles so besoffen gewesen. Er hätte einfach direkt Tickets verkaufen können. So wie dort am Trivium-Konzert. Stimmt. Das war fucking smart gewesen letztes Mal. Also, wieso haben wir uns da... Ist das auch für Kamigawa-Konzert gewesen? Ja, das ist für Betrayers of Kamigawa gewesen, mal, wo wir am Trivium-Konzert Leute quasi gesigned haben für das Konzert. Das ist eigentlich... Ich glaube, ich habe nie auf die Kamera auf Dings gedrückt. Record. Ist doch gleich. Soll ich mal machen? Lass mal schauen. Nein, die recordet nicht. Nein. Ist ja gleich. Ja, Sally, jetzt sehen wir auch, dass wir von uns sind. Oi. Jesus Christ. Kannst du ein Standbild von uns drüber hängen, wenn wir so unsere Pimmel in den rumschwenken? Das machen wir, ja. Ja, das war gut gewesen. Und die ersten 14 Minuten haben kein Video. Das ist doch gleich. Wie lange geht der Podcast? Ist nicht das erste Mal. Nein, ist doch das erste Mal. Letztes Mal ist ja die Kamera einfach ausgestiegen. Nein, da haben wir wirklich kein Bild für eine Stunde oder so. Aber jetzt hat es auch nicht irgendetwas hat auch nicht funktioniert. Ja, ich habe 4K versucht aufzunehmen und es ist einfach überhitzt und dann hat sie abgestellt, gell? Abgestellt, ja. Aber jetzt kennen wir uns. Ciao zusammen. Wir sind im Balkon. Ja, wir sind auf Balkonien. Ja. Wir sind in der Ferien. Voll. Apropos Balkonien. Hast du Dunne 2 schon gesehen?
Nein, noch nicht. Aber Okay. vielleicht nächste Woche... Würde ich machen, im Kino ist gut. Diese. Ja, wollte ich unbedingt machen. Diese musst du einfach wirklich schauen, dass du vorher auf dem WC warst, bist du gerade verdammt lang. Ja, habe ich gehört. Nein, bin gespannt. Sonst, was ist noch irgendetwas gewesen? Mal schauen. Zwischen denen, so Local Shows und so Zeug. Local Shows sind nicht so viel. Das sind wahrscheinlich schon gewesen, ich habe einfach keine Zeit gehabt, weil ich irgendwo eben. unterwegs war. Nein, es war Ostern gewesen. Ostern? Bei Stimmt. Ostern ist ja nicht so viel gelaufen. Mhm. Wieso ist aber ich bin Eversis und Fear Lab und K-Defekt schauen. Das ist ja vor... Bin ich dort auch gewesen? Ist das ist- zwischen dem letzten Podcast gewesen? das ist gerade nach Expello-Podcast gewesen. Ah ja, logisch. Das Wir ist sind ja gerade direkt nachher gegangen, gewesen. ja. Ja, das war fucking sick gewesen. Wir sind im Every gewesen. Ja. Every hat mir kurz Every gefüllt und dann sind wir Mhm. gegangen wieder. Das war sehr nice gewesen. Ja, Diese. das ist sehr cool. Könnt ihr auch auf dem Eversis Instagram-Account schauen. Mhm. Ja. Das Video gemacht. Das war echt ein nice Abend gewesen. Ja, mega. K-Defekt ist hure geil. Sie sind nur stark. Ja. Die sind wirklich hure gut. Also Mhm. wirklich Ja. grande K-Defekt. Mhm. Rada ist gestern auch am Imperial Festival gewesen, Mhm. wir haben nur Scheiß gelabert die ganze Zeit. Eigentlich haben wir uns immer noch draussen gesehen, irgendwie am Fressen oder am Pit oder am Sushi irgendetwas machen. Mhm. Nie drin gewesen. Ja. Die Sonne am Geniessen, das war schön gewesen. Mhm. Mhm. Ja, das war gewesen. Ja, das ist... Seitdem, also es ist sicher noch Konzert gegeben, aber ich bin auch warte schnell einschauen da. ich bin busy gewesen, am Arbeit schreiben, Mann. 6, nein, nachher bin ich zu Porto gewesen, dann ist Mhm. nichts mehr gelaufen bei mir. Rise of the North Star ist gewesen. Ja, Rise of the North Star ist Trust the Shark, oder? Mit Trust the Shark als Ja. Vorband, was sehr gut Sehr gewesen. cool, ja. Trust the Shark ist auch cool gewesen. Mhm. Wirklich stabil. Dort, Trust the Shark ist wesentlich besser gewesen als die andere Vorband. Der Mhm. Solitaris oder wie es geheißen. Äh, Dann habe Ja. ich gar nicht können anfangen. mhm. Und sonst, Pflanzengüsse habe ich irgendwann zwischendrin mal noch müssen. ja. Dann ist der Podcast mit Safer Lost Breath gewesen. Mhm. Ja. Und dann ist das Imperial Festival gewesen. Jetzt sind wir da. Mhm. Mhm. Ja, also im Pericon, ich bin auch in Altstädter gewesen, aber einer ist nicht in Altstädter gewesen, ist extra gewesen. Nein, das war mix dran gewesen Ich wieder. hab- Und ich weiss nicht, was ich cooler finde. Weil der Komplex hat zwar einen schlechteren Sound, aber irgendwie habe ich... vielleicht bin ich letztes Mal einfach betrunken gewesen und es hat durchs Line-Up andere Leute dort gehabt. Weil gestern hat es wirklich... Der Altersdurchschnitt ist viel höher gewesen als letztes Jahr. Wirklich? Ja, SLA Dying und Terror halt. Das Aha, sind klar, wirklich ja. so alte Leute dort gewesen. Mhm. Mit so On-Schuhen. Gut, der Ghost Insider ist auch nicht jünger. Und schon ein Der bisschen. Ghost Inside ist wesentlich jünger als Terrorbruder. Wie alt sind Terror? 2002 gegründet worden. Ah, nein, alright. Ja, Sänger ist 51, habe ich gestern gegoogelt, sieht aus wie krass. 64. ja darum, ich glaube, 50er heutzutage ist anders als vor 20 Jahren. Ja, das ist so. Mhm. Das ist wesentlich mehr am Arsch. Ja. Das ist wesentlich mehr am Arsch, weil der Leistungsdruck höher ist. Hey, ja, egal. Nein, ja, aber nein, es sind durch halt SLA Dying und ich glaube, die sprechen eben auch ein anderes Publikum an. Mhm. Weil jedes Mal, wenn ich SLA Dying gesehen habe, sind andere Leute rum gewesen, wie wenn Ghost Inside gespielt haben. Ich glaube, SLA Ja. Dying spricht mehr das Mettler-Publikum an, weil es hat auch mega viele Wacken-Shirts und So Kutten ein gehabt. bisschen Five Finger Death Punch Leute. Und Five Finger Death Punch Leute, das glaube ich keine Idee gehabt. Hat es nicht so ein bisschen Korrelation ab. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es Five Finger Death Punch Leute gehabt hat. Schwer gerannt. Das sind die Hunde hier. Ja, Hunde sind zurück. Wurden die Hunde losgelassen? Die Hunde. Nein, ich weiß nicht, auf jeden Fall hat es einfach mehr, vor allem auch ein bisschen mehr so Mettler gehabt und weniger Mhm. so Core-Szenis. Es hat Metaler gehabt, aber nicht mit Military Pants. Doch, das auch. Eben, dann ist schon ein bisschen Five Finger Death Punch. Ja, das. Nein. Schon ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ob Military Pants. Ich glaube, Militär Cargo Pants sind generell einfach Metal. Ja, Das ist nicht geglaubt, das ist, glaube ich. Wenn es da eine Band ist, so schreiben, wäre es auch Sabaton. aber ich meine, es ist. Aha, ja, das auch. Klar. Aber ich meine, so SLA Dying, Five Finger Death Punch, ist auch so 2011, 12. Irgendeiner hat gestern. All Ich That weiss, Remains, weißt du? Ja, ja. Ich weiß nicht, wer es war gestern, aber irgendeiner hat gestern gesagt, Terror sei einfach so Boomer-HC. Aber der hat recht Also, gehabt. es Also es ist war nicht- geil es ist gewesen, nicht aber es falsch, war ja. Boomer-HC gewesen. Es ist schon Boomer-HC. Ja. Ihre Lichtshow hätten sogar du und ich können machen. Mhm. So ein paar gelbe, ein paar orange, ein paar rote Lichtchen, die einfach statisch Mhm. sind die ganze Show durch. Ja. Sie hätten 45 Minuten Stage-Time gehabt, nach 30 Minuten sind sie von der Bühne. Mhm. Gute Jahre, Ja. stabil gewesen. Ja. So nach 25 Minuten, also, this one is our last song, this is Keepers of the Faith. Also, ist sicher nicht ihr letzter Song. So, doch, das ist eine HC-Band. Die sagen, es ist der letzte Song, ist der letzte Song. Ah, geil. Dings kann ich alle empfehlen im Fall. Gestern ist ein neuer Podcast rausgekommen. So Downbeat Podcast mit Currents und alle.
Das ist volle goldige Information. Brudi, der Podcast eins voran mit dem Oh, Dings, der ist so gut gewesen. Wie heisst der? Oh, der Schauspieler, der Jill. Der den kleinen Joker gespielt hat, bei Joker. Joker und bei Game of Thrones ist er auch gewesen. Nicht der Dings. Nein. Nicht der. Ah, fuck, wie heisst es der? Der andere. Fuck. Wer spielt er? Ich habe keine Ahnung von Game of Thrones, aber spielt der Tyrion Lannister, oder? Ja, genau, Tyrion. Ja, genau. Nein, das ist anders gewesen. Einer, der in Brados, wo in der Piraten-Dings, Assassin-Serie war. Bruder, ich zitiere Gina Linetti. I don't watch these movies, bitch, I'm pretty. Ja, das haben wir müssen googeln, weil ich habe nicht mehr gewusst, wo er in Game of Thrones Wie heisst der Tyrion Lannister gespielt hat? Der ist der... Ich weiß nicht, also ich habe ihn vorher nicht gekannt. Wohl, es gibt einen Schauspieler, so einer von der... Wie sagt man dem auf Deutsch? Kleinwüchsig ist eigentlich korrekt, aber es ist aber das ist es hat eine coole Diskussion gegeben im Podcast wegen, wie sagst du es eigentlich, Midget oder Little Person. Aber und er hat gesagt, Dwarfs werden richtig aufdingen, aber das wäre ja fast auch... Aber Dwarfs ist schon Mittisch. Ja, aber er hat gesagt Dwarfs 6 und das ist das, was ich so fucking weird gefunden habe. Aber das liegt daran, vielleicht einfach, weil wir kein Englisch haben. Ja, voll. Aber es ist ein cooler Podcast. Aber er hat sich selber auch immer Midget gesagt, weil er gesagt hat, ihn interessiert es nicht. Und ja, es gibt genau. Leute, was interessiert. Und ich glaube, es kommt einfach... Nein, es ist einfach wie so absolut nicht etwas, wo... Oh, eine Wespe. Oh. Es ist wie so absolut etwas, wo nicht ich diskutieren soll, weil ich einfach viel zu dumm bin für so Sachen. Einfach... We get it. Einfach wenn... Nein, also einfach... Ich bin eher der Meinung, wenn du respektvoll bist und einfach fragst, hey, wie nennen wir das am besten für dich? Dann ist... das ist eh das Beste. Aber Ricky, wie nennt man das am besten für dich? Das, was du bist? Latino. Ja. Ich habe nicht das gemeint. Keine Ahnung. Ich habe mir einfach so gemeint, so dich. Vielleicht habe ich dich einfach immer so völlig asozial als Ricky bezeichnet, aber du möchtest eigentlich als Ricardo bezeichnet werden. Puerto Rico ist auch gut. Puerto Rico. Gut, auf den Puerto Rico bin ich ein bisschen stolz. Den finde ich funny. Ja, ich habe es gemerkt, ich hänge am Kabel. Ja, genau. So, jetzt ist gut. Ja, den finde ich funny. Den habe ich gut. Aber allgemein, Downbeat Podcast ist einfach geil. Also ich muss sagen, der höre ich mega viel. Ja, ich kann auch anfangen reinhören. Ich habe so 1-2 Podcast-Folgen gehört von ihm. Hauptsächlich mit Gästen, die mich interessieren. Der mit der Sängerin von... wie heisst es jetzt? Mit dem Milky Way. Milky Way? Ja, sie heisst Milky Way, was Milky Way. dümmste hure Künstlername ist, den ich je gehört habe. Die Band habe ich letztens, das sind die ich gesagt habe, Prodigy, wenn der Prodigy cool wäre. Die Vorbands, die sind in Zürich mal Vorband von Wargasm heisst es. Wargasm, ja, das ist schon eine gute Folge. Alright, die mit den Architects Dudes ist eine mega gute Folge. Genau, mit Manuel Gagno von... Die ist auch sehr gut gewesen. Die hat mich dazu gebracht, endlich mal Silent Ardor zu hören. Und genau. Ich kann mir so sagen, Silent Ardor ist wirklich gut. Das ist wirklich gut Stuff. Von dem her, ja. Voll. Es ist cool, dass wir sehen, Schweizer Metal Represent in einem international bekannten Podcast. Ja, und dann hat er einfach so das Gefühl, also der Manuel Gagno, wie heißt Gagno? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin zu dumm. Ich bin so, mein Hirn ist so hangen im Fall. Das ist wirklich tragisch. Ich bin so hangen wie all die Besoffenen gestern am Hurricane Festival. Habe ich seinen Nachnamen verwechselt mit jemand anderem? Nein, ich glaube schon. Aber er hat einfach gesagt, er hätte so einen englischen, so einen Ami-Akzent. Und ich habe nur so gedacht, so, Bruder, er hat den grössten Schweizer Akzent, den ich je gehört habe. Jeder Schweizer, der das Gefühl hat, er hat einen guten Englisch. Also, er redet sehr gut Englisch. Er redet super Englisch. Aber wenn jeder Schweizer... so halb von New York oder so. Aber jeder Schweizer, der irgendwie... seinen Schweizer Akzent verbergen, tönt so. Nicht, dass er es machen will. Aber nur, wie wir das erkennen. Einfach, weil wir Schweizer sind. Genau, ja, aber im Ausland würdest du nicht erkennen, woher das kommt, der Akzent. Irgendeiner in Kuba hat mich einfach entlarvt. Ich bin in Kuba einfach irgendwie, hat einer mit mir geredet und sie du bist von der Schweiz gegangen. Und ich so, how the fuck did you know? Weil ich meine, man kennt in Amerika zum Beispiel den deutschen englischen Akzent, oder? What do you mean? Genau. Aber der Schweizer ist komplett anders. Yes, the Swiss accent is very much cooler than this. Ja. Fuck, ich kann es nicht mehr. Warte, dann kann Heinz. So yes, we are here in the production area. Yeah, this is the Swiss accent. I have it now. It's the best thing. Und ich meine, es ist auch so, wenn Schweizer, wo nie Hochdeutsch redet, versucht Hochdeutsch zu reden, das ist auch sehr lustig.
das finde ich geil, weil der Emil ist ja ein Schweizer Komiker gewesen, der in Deutschland mega erfolgreich war. Aha. Und der hat halt so Hochdeutsch gesprochen, oder? Und das Beste ist, mega viele Deutsche meinen, dass das hier, was ich jetzt spreche, Schweizerdeutsch ist. Und dann kommen sie in die Schweiz und denken sich so, ist ja kein Problem, ich verstehe diese. Und dann kommen sie so und fragen so, guten Tag, könnten Sie mir sagen, wo der Zürichsee ist? Ja, laufst du mal da vorne, dann rechts und dann um die Ecke und wenn du dort die Kille siehst, laufst du noch mal einen Meter geradeaus, dann am Rotlicht links. Genau. Und dann gucken sie die Tütschen so an, so, du, wir sind hier im falschen Land gelandet. Das ist gar nicht Schweizerdeutsch, was die reden. Das ist irgendwas anderes hier. Ja, voll. Und ich habe jetzt gerade etwas 17 deutsche Akzent durchgemacht und werde wahrscheinlich jetzt dann des Landes verweisen, wenn ich das nächste Mal übergegangen bin. Tipptopp. Aber ja. Ja, haben wir auch noch über Schweizer Bands reden. Voll, genau. Nochmal gucken, wie ich weiss, von Konzerten. Ich finde es schönes Wetter, um über Schweizer Bands reden. Ich weiss. Aber von Releases, es sind ein paar coole Releases rausgekommen. Yes. Und zwar, gucken wir mal da. Was jetzt da Schönes? Wir haben, wo ist unsere Playlist? Metal Server aus der Region, für die Region, für alle, die coole Musik hören wollen. Und weil wir das jetzt spontan draussen machen, können wir es nicht wirklich vor dem Bildschirm haben. Das heisst, der Ricky hat jetzt sein Handy davor. Er ist nicht respektlos, er ist eigentlich respektvoll, weil er jetzt quasi recherchiert. Genau, also, wir haben... Schade, wo der Mike nimmt dann, wir könnten den Mittelfinger zeigen. Also wir sind schon ein Video haben wir nicht mehr über Schweizer Musik geredet, deswegen gibt es ein paar. Wir haben viel über Schweizer Musik geredet. Also ja, aber mit Gästen und so, deswegen das letzte, was wir glaube erwähnt haben, ist der neue Thorn, Fractured Memory. Ja, das kann sein. ein bisschen her. Der, was sehr geil ist, ich muss sagen, die beste Pitched Screams aus der Schweiz, würde ich sagen. Was sind Pitched Screams schon? Weißt du, wo mit Ton drin, ja, mit Ton drin. Nicht einfach nur... Genau. Ja. Und dann Windshelter haben dann Silent Grave rausgehauen. Ist sehr cool. Yes. Die aus Romandie, die sind da am Greenfield Contest dabei gewesen. Aber in der Romandie, ja, nicht genau. In Zürich. In Zürich waren es Sons of Coherence. Wir sind, glaube ich, letztes Jahr gewonnen, oder letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben sie gewonnen. Windshelter? Are you sure? Soweit ich weiß. I don't think I've seen them at the Greenfield Festival. Oder vielleicht sind sie im Finale oder so. I think I didn't have the podcast back then and didn't care for the Swiss bands. Nein, das haben wir schon. Mega gut gewesen. Wir sind gestern eben draussen am American Festival. Oh nein, das Server kommt, wir müssen rein, so schießt er uns nachher zusammen, dass wir die Schweizer Bands nicht schauen. Und ich so, ja, verpiss dich rein, du Wichser, los jetzt! Wer ist das gewesen? Weiss nicht mehr. Sehr gut. Ich weiss es nicht mehr, aber es ist sehr lustig gewesen. Das finde ich schon lustig, wenn Leute uns ansprechen, die wir nicht kennen. Dann, ja, mal, ich habe es glaube ich schon gekannt, aber ich weiss nicht mehr, wer es war. Sehr schön. Aber ja, ich komme einfach mittlerweile, es kann sein, weißt du, wenn ich habe letztens glaube wieder mal irgendwie mit jemandem geschnurrt nach dem Konzert, dann bin ich weggelatscht. Ich so, wer zum Fick ist das gewesen? Weil ich einfach so schlecht bin in mir Namen merken oder Gesichter merken oder sonst irgendetwas. Gesichter ist schon besser, aber... So, darum rede ich dann einfach immer mit den Leuten so, also ob ich sie kenne. Und dann meistens so nach einer Minute kommt es mir wieder. Immer. Nach einer Minute kommt es mir dann wieder in den Sinn, wieso. Also, ja, da ist es gewesen. Also, wenn ihr fragt, warum, ich immer sage, hey Brudi oder hey Brudine, ist einfach, amix weiss den Namen nicht mehr. Ich weiss amix nicht einmal, wie ich selber heisse. Ja. Oder nachher, das Problem ist, wenn ich nachher schon meine Freundin vorstelle und nachher nicht den Namen von der Person sage, nachher sage ich, sag den Namen. Ja, das ist ein smarter Move. Ja. Das ist ein smarter Move. Oder das ist das gleiche Problem, das der Moritz besprochen hat letztens im Podcast. Wenn du quasi gerade am Abräumen bist oder irgendetwas machst und irgendjemand kommt mit dir schnurren und du bist so quasi, du bist so mit am Reden, einfach weil du mitredest, aber du bist eigentlich geistig komplett am anderen Ort und dann hast du auch wieder keine Ahnung, wer das war. Ja, das ist lustig. Dann Port of Call und Torch rausgehauen. Port of Call. Auch sehr cool. Der Kev war gestern auch mal. Kevin, also ich muss sagen, der Kevin am Bullet Festival, der ist ja kurz bei Fiction gewesen, um einen Song zu singen. Ja. Und nachher schon im Auto eingestiegen, in Zürich gefahren und mit Port of Call gesungen. Ja, das ist brutal. Also ich habe auch gesehen, ich habe gewusst, ich habe ihn in der Probe mit Fiction gesehen. Und ich so wie gesagt, Bro, du hast das Konzert und so, und what the fuck, oder? Ja, schnell singen, nachher pissen und so. Schon krass. Gangster, Alter. Absolute Gangster. Voll. Und dann Ruined and Anything at All rausgehauen. Ruined sind super, muss ich sagen. Richtig guter Sound. Und ich bin normalerweise nicht so ein Punk, oder wie immer das heisst. Ja, schon eher Punk, schon eher punkig. Aber Vocals sind, ich finde die World-Class-Level. Von welcher Band sind Sie vorher gewesen? Nein. Weiß nicht. Ist einer bei White Dog Suicide? Ich weiß es eben nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht. Entweder das oder etwas anderes. Ja, aber sehr, sehr coole Band.
Habe ich noch nie live gesehen, muss ich unbedingt mal. Eine gute Aussage. Entweder ist das oder etwas anderes. So, ja, hast recht. Dann Divine Sentence haben, glaube ich, so eine kleine EP rausgehauen. Und sie haben den Song, der heisst The Hammer. Und der tönt so wie Slayer HC. Habe ich sehr lustig gefunden. Geil. Ja, so der Riff. Der ist der Bass wieder dabei. Hä? Der Bass ist dabei. Ja, der ist auch dabei, ja. Der ist überall dabei. Überall, wo HC draufsteht, ist er drin. Ich glaube, das ist jetzt mit 5 oder 6 Bands. Das ist funny. Aber ja, sehr cool. So, Slayer HC. Geil. Genau. Dann, Sons of Korea sind Into Black rausgehauen. Das ist geil. Das ist sehr cool. Dann haben sie, glaube ich, auch am Greenfield Bank. Wann haben sie das rausgehört? Ja. Dann haben sie kurz vorher. Ja, dann haben sie am Greenfield Bank und das gespielt. Das ist gut. Das gespielt als letzter Song, glaube ich. Wirklich ein sehr guter Song. Dann Avalanche haben Confess rausgehauen. Habe ich angelassen. Das ist auch sehr cool. Was ist das für Musik, für die es nicht kennen? Sie machen, ich glaube, so Metalcore, ein bisschen klassischer, würde ich es nennen. Nice. Ja. Also Dein Core? Sie sind näher Bern, glaube ich. All That Remains Core? Es könnte sein. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber ich weiss, es hat einen guten Eindruck hinterlassen. Möglich. So. Müssen wir wieder hören. 578. Dann eben Black Spider. Black Spider, der Song ist super. Der ist so richtig heavy. Finde ich sehr cool. Von Fear Lab. Den haben sie ja im Ebri gespielt. Ja, er ist wirklich nice. Und nachher von den Brudis von den Bergen, Reed und Feu. Feu. Feu wahrscheinlich. Das ist so Flamme wahrscheinlich. F-E-U. F-Ö. Feu. Ist Feuer, oder? Das ist so Flamme wahrscheinlich. Feu und Flamme. Ja, voll. Ist geil. Sehr cool. Dann Severe heisst, glaub's. Severet. Ist ein Bruder von Zürich. Ja. Ja, der ist an Joe von uns im Exil und hat es gefeiert. Der Bruder ist brutal gut. Also, holy fuck. Also, das ist dann wirklich noch eine internationale Band. Ja, weißt du, wer dort Schlagzeug spielt? Wer? Ah, fuck, ich habe den Namen vergessen. Also, das steht Daniel De Jong. Ist auch dabei. Keine Ahnung, wer das ist. Aber es ist wahrscheinlich ein Featuring. Ja, weißt du, wer wie ein Schlagzeug spielt? Wer? Der Brudi, wo. Der Drummer von der. Fuck, ich habe seinen Namen vergessen! Der der Drummer mit der Frisur. Welche Frisur? Der immer an jedem Konzert ist, wo wir auch sind. Ah, du meinst. Ja, der. Der Pasch. Käppli auch immer. Der Paschi. Paski. Nein, Immenegger? Nein. Weiß ich nicht. Nein, der Dings. Ah, warte schon. Lange Haar. Ja. Das ist der. Sidecut. Fuck. Ich weiß, wer du meinst. Nicht schwarze Haar, sondern blonde Haar. Ja. Der, Ah! der Save Last Breath in Boswil gegangen ist. Ja, oder? genau der. Ja, Genau. Ja, genau. Der mit dem. Bei der Pask ist ja der, wo Brüder vom Insanity Drummer oder so etwas, oder? Der, der mit ihm gegangen ist. Nein, der ist Secret Drummer. Brüder vom Secret Drummer. Secret Drummer, genau. Das ist, Drummers hängen immer zusammen im Fall. Ich weiß nicht, ich weiß. Nein, warte, vielleicht doch da. Der Benji. Der Benji, genau. Also ich weiß. Ja, der Benji, wo hat der Benji vorher gespielt? Nubia. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Er ist, ist er nicht Nubia-Drummer gewesen? Ich weiß es nicht, Ricky. Ich kann schwören. Er war sicher in Island gewesen. Was? Ist es Island gewesen? Ja, ich weiß nicht. Nein, es ist nicht Island. Ich bin gerade sein Instagram am anschauen, um zu schauen, ob ich herausfinde, wo das er Schlagzeug gespielt hat. Ich sehe nur ein Foto, wo er am Wandern ist mit einem blauen Berg. Ich glaube, es ist Nubia. Es kann sein, es ist sehr gut möglich, dass er bei Nubia Drummer ist. Also, ich weiß aber, er ist ein krasser Drummer. Ja, das ist er. Fuck, ich kann nicht schreiben. Nubia. Aber die sind gar nicht so Noobs gewesen. Wieso haben sie Nubia geheißen? Ja, Ha! Schenkelklopfer. Doch. Ja, geil. Genau. Also, Ex-Nubia-Drummer. Ich habe nicht gewusst im Fall. Aber ja, Severe machen richtig krassen Scheiß. Geht unbedingt hören. Haben auch eine Playlist, by the way. Auf Spotify mit Schweizer Metal-Bands drauf. Ein Gast ist schon da. Ein Gast ist schon da? Ja, bisschen früher. Hoi. Alright. Ja, dann let's wrap it up. Gib mir diese auch. Du kannst nicht auf dem Handy schauen und gleichzeitig schreiben. Also, noch kurz. Nachher. Alright, ja, das ist Severe. Severe, ja, ich gehe immer weiter. Also, wo haben wir nachher? Nachher ist ein Song rausgekommen, der heißt Good Intentions von Desert Lily. Dann Forsaken von Unleash und Smorms. Dann Mirame von Sin Imperio.
guter HC auf Spanisch. Dann. Von den Brudis. Ja, warte. Kannst du, ja, okay, komm. Ich bin gerade schon. Okay, Black Box von Save Your Last Breath. Absoluter Ficker. Timekeeper von No Kings, No Slaves. Auch ein absoluter Ficker, wenn ihr auf Metalcore steht und beide Songs hören. Dann Blackest Heart Wild. Dann Haunter von Alpha Wolf. Alpha Wolf ist ganz sicher kein Schweizer Band, Ricky. Und dann Anything Ahead von Anger Management. Das ist zwar kein Metal, aber Rock. Und es ist ein guter... Nein, es ist kein Rock. Es ist Alternativ Punk Rock. Keine Ahnung. Irgendetwas. Das ist mal eine kurze... Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Kommt. Ich mach halt Moderation. Geh holen. Also, ihr alle, 12. April, Freitag, neue Versi-Single auschecken. Plus Musikvideo auschecken. 13. April, Saviors of Kamigawa. Wir an der Bar gehen sagen, Ricky auf der Bühne gehen sagen, Save Your Last Breath auf der Bühne gehen sagen, Lotrify gehen sagen, Henri B gehen sagen. Habe ich alle? Ja, Sylb, Henri B, Lotrify, Whiteout. 4 Bands. Das ist gut. Wir an der Bar, Eversis an der Bar, Eversis Bar Crew wieder mal am Start. Ist geil. Dann, nachher. Ja, gibt's eigentlich nicht mehr so viel. Kommen wir auf die Eversis Tour, zusammen mit Fearlab. Wenn ihr den Ricky wieder live gesehen, kommen auf die Eversis Tour ins Werk Baden, wo Fearlab, Last Chance to Say Goodbye, Eversis und Whiteout spielen. Einer von uns zwei wird an diesem Tag auch 30. Ich sage jetzt nicht wer, aber es ist nicht der da. Von dem her könnte eine gute Party geben. Und ja, geniessen die Sonne. Gehen nicht zu viel voraus. Sonst wird es Black Metal nachher, Corpse Paint nachher rot. Ja, Ricky? Patreons. Unsere Patreons. Genau. Danke vielmals, Ricky. Hätte ich schier vergessen. Ein grosses Merci von Ricky und mir an unsere Patreons. Der Tim von Polar Shift. Der Dave von Save Your Last Breath und unser Mystery Man, Mystery Woman, Mystery Person, weil ich leider den Namen vergessen habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, du bist also nicht böse, weil ich den Namen vergessen habe. Wir sind trotzdem sehr dankbar, dass ihr uns jeden Monat unterstützt. Ja, dann wünsche ich euch Happy Hanukkah, schönes Weihnachten und ein gutes Neues. Geniessen die Sonne, kommen ins Werk 21. Trinken nicht zu viel, saufen nicht zu viel, rauchen nicht zu viel, nehmen nicht zu viel Drogen. Schaut einfach, dass es euch gut geht. He? Ciao! Lach mich nicht aus, es ist einfach mega schwierig, alleine in das Mikrofon zu reden, einen Monolog zu halten und irgendwie unterhaltsam zu sein. Zum Glück habe ich keine Scham. Hey, Luna! Nala, Luna! Aquí? Ja, willst du noch etwas sagen? Luna! Nein! Luna! Ja, Nala? Ja. Nala, was ist deine Einschätzung zu der Situation? Okay, ja, das sind weise Worte zum Schluss. Macht's gut. Ciao! Mic drop.